Graue Vorhänge verdecken die Morgensonne, die mich noch Minuten zuvor geblendet hat. Ich bin froh, kann ich diesen schummrigen Saal in den Sonnenlicht entfliehen. Monitore werben für verschiedene Anlässe, leise Musik spielt im Hintergrund. Die Stimmung im Raum ist freundlich, beinahe ein bisschen zu fröhlich für mich. Ich werde von mehreren Menschen begrüßt, alle lächeln, nur ich nicht. Es scheint, als wären alle von einem Zuckerwatten-Regenbogen wachgeküsst worden. Doch ich fühle mich schuldig. Ich bin ein guter Mensch, ja, sogar ein guter Christ, hätte ich noch vor Tagen behauptet. Heute jedoch wollte ich mein warmes Bett nicht verlassen, nicht aufstehen, keine Zähne putzen und garantiert nicht in die Kirche gehen. Mein Wecker jedoch klingelte zum 3. Mal und erinnerte mich an die Realität meines Sonntagmorgens. Ich habe mich aufgerappelt. Im Autopilot habe ich meine Morgenrituale verrichtet und gerade noch den Bus erwischt. Nun bin ich hier. Der Autopilot lässt sich nicht deaktivieren. Ich begrüße verschiedene bekannte Gesichter. Elena fragt mich, wie es mir geht. Will sie eine echte Antwort? Sieht sie, dass mein Lächeln aufgesetzt ist? Hanna gibt mir die Hand zur Begrüßung. Kann es sein, dass ihr Augenkontakt kürzer ist? Sandra umarmt mich. Spürt sie, wie mein Körper dem Druck ihrer Arme nachgibt? Ich finde einen Sitzplatz in der hinteren Ecke und versuche mich auf den Gottesdienst zu freuen, so wie die Moderatorin es beschreibt. Es klappt nicht. Der Autopilot ist nicht ausschaltbar. Ich stehe auf für den Lobpreis und setze mich wieder für die Predigt. Sie zieht an mir vorbei. Ich kann zwar die Worte hören, doch sie finden ihren Weg in mein Herz nicht. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt, Samen zu säen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Jesaja 55, 10 und 11. Die Predigt des Pastors erscheint mir ironischerweise passend und unpassend zugleich, denn heute scheinen die Worte von einem Ohr zum anderen zu wandern und jede einzelne Gehirnzelle geschickt zu umgehen. Ich fühle mich schuldig. Mein ganzes Leben lang habe ich schon an Gott geglaubt. Es erschien mir schon als Kind unsinnig, dass eine funktionierende Welt per Zufall entstanden sein sollte. Doch ich fühle nur Leere, als hätte jemand alle Luft aus meinen Lungen gesaugt und alles Blut aus meinem Herzen ausgelassen. Meine Atmung funktioniert, mein Herz schlägt, doch da, genau in der Mitte meines Brustkorbes, ist ein endloses Loch. Ich habe immer geglaubt, dass es eine mystische Verbindung zwischen der Seele und dem Körper geben muss. Die Überzeugung, dass der Körper abhängig ist von einer verborgenen spirituellen Existenz, dass die Ordnung von chemischen und physikalischen Elementen, die den Grundstein des Lebens bilden, nur aufrechterhalten werden kann, wenn eine höhere Macht ihre Finger im Spiel hat. Vielleicht lag ich da falsch. Vielleicht ist das Leben nur das, was wir sehen, eine Serie von biologischen Abläufen, die sich in einer komplexen Struktur vereinen, ein endloser Zyklus von Leben und Sterben und umgewandelter Energie, eine sinnlose Wiederholung von Ursache und Wirkung. Vielleicht braucht das Leben keine Spiritualität oder vielleicht ist unsere Körperfunktion nicht abhängig von der Gegenwart einer Seele. Es würde erklären, wie ich mich fühle. Plötzlich bin ich mir nicht mehr sicher. Fragen, Unsicherheiten, Zweifeln prasseln alle gleichzeitig auf mich ein. Ich fühle mich schuldig. Es tut mir leid, himmlischer Vater. Ich will gar nicht zweifeln. Ich will das alles gar nicht glauben. Ich will doch auf dich hören. Mein Gebet verpufft in der Luft wie ein Tropfen auf einem heißen Stein. Und wie ein Tsunami überfallen mich Fragen über Fragen. Ist die Bibel wirklich Gottes Wort? Kann es sein, dass ein Schöpfergott sich für mich interessieren würde? Ist es möglich, dass Gott wirklich gut ist? Sollen alle meine Fehler an einem Kreuz vor 2000 Jahren getilgt worden sein? Wieso werde ich nicht gesund, wenn ich bete? Habe ich genug Glauben? Bin ich genug? Ich habe nur Fragen, jedoch keine Antworten. Ich fühle mich schuldig. Der Text ist absolut fiktiv. Ich habe den erfunden, ich habe mir überlegt, wie fühlt sich vielleicht eine Person
wo am Sonntagmorgen, wie vielleicht jeden Morgen, wie vielleicht jahrelang in den Gottesdienst kommt und einfach überfüllt ist von Fragen und Zweifeln, wo sie keine Antwort darauf hat. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich weiß nicht, ob euch manchmal auch Zweifel plagen. Aber ich glaube, kritische Fragen und Zweifel gehören zum Leben und zum Alltag dazu. Und heute Morgen möchte ich mit euch das zusammen anschauen. Und zwar Glauben und Zweifel. Auf welcher Seite stehst du? Glauben oder vielleicht doch auf der Seite vom Zweifel. Wir schauen das zusammen an, und zwar fange ich auf der Seite vom Glauben mit euch an. Und damit ich das euch erklären kann, müsst ihr etwas mega Wichtiges über den September wissen. Okay, jetzt kommt's. Im September startet die Season der NFL. Okay, American Football. Ich weiss, es hat mega viel mit Glauben zu tun. Okay, es ist so, der Micha und ich schauen mega gerne am Sonntagabend American Football. Go Rams! Wir verbringen gerne unsere Abende vor dem Fernsehen und schauen zu, wie die anderen Sport machen. Nein, Witz beiseite. Ich sage das, weil im American Football gibt es etwas, das nennt sich Hall of Fame. Das gibt es bei vielen anderen Konstrukten auch, aber wie das die Amis so gut machen die Hall of Fame so richtig gut, so flashy. Es gibt sogar ein Museum. Es werden irgendwie jedes Jahr, keine Ahnung, zwischen 5 und 10 Spieler, Ex-Spieler in die Hall of Fame aufgenommen. Das sind die absolut wichtigsten Persönlichkeiten im American Football. Es gibt, glaube ich, sogar ein Museum dazu. Es sind gesamthaft 300 irgendwas Hall of Famer im Football. Und ich erzähle euch das, weil in der Bibel gibt es auch eine Hall of Fame. Oder wir könnten sie auch nennen Hall of Faith. Und die möchte ich mit euch anschauen. Und zwar ist die im Hebräer 11. Es steht die Hall of Faith oder Hall of Fame vom Glauben. Das ist jetzt recht ein langer Text, den ich mit euch durchlesen möchte. Da steht: Der Glaube ist die tragende Kraft für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Unsere Vorfahren lebten diesen Glauben. Deshalb hat Gott sie als Vorbilder für uns hingestellt. Durch unseren Glauben verstehen wir, dass die ganze Welt durch Gottes Wort geschaffen wurde und alles Sichtbare und Unsichtbare entstanden ist. Und jetzt fängt sie an, die Hall of Faith. Weil Abel an Gott glaubte, war sein Opfer besser als das seines Bruders Kain. Gott nahm sein Opfer an und Abel fand Gottes Anerkennung. Weil Henoch glaubte, nahm Gott ihn zu sich, sodass er nicht sterben musste. Er war plötzlich nicht mehr da. Die Heilige Schrift bestätigt, dass Henoch so gelebt hat, wie es Gott gefiel. Denn Gott hat nur an Menschen gefallen, die ihm fest vertrauen. Ohne Glauben ist das unmöglich. Wer nämlich zu Gott kommen will, muss darauf vertrauen, dass es ihn gibt und dass er alle belohnen wird, die ihn suchen. Auch Noah glaubte Gott und befolgte gehorsam seine Anweisungen. Durch seinen Glauben wurde der Unglaube der anderen Menschen erst richtig deutlich. Und durch diesen Glauben fand Noah auch Gottes Anerkennung. Ebenso glaubte Abraham fest an Gott und hörte auf ihn. Und Sarah, Abrahams Frau, die eigentlich unfruchtbar war, glaubte unerschütterlich an Gottes Zusage, dass sie noch ein Kind bekommen würde. So wusste sie wusste, dass Gott alle seine Zusagen einhält. Alle, die hier erwähnt wurden, haben sich ganz auf Gott verlassen. Deshalb bekennt sich Gott zu ihnen und schämt sich nicht, ihr Gott genannt zu werden. Ebenso vertraute Isaac Gott. Jakob segnete kurz vor seinem Tod in festem Glauben die beiden Söhne von Josef, weil Josef an Gottes Zusagen glaubte, weil die Eltern von Mose unerschütterlich an Gott glaubten, hatten sie keine Angst, gegen den Befehl des Pharaos zu handeln. Und auch Mose vertraute Gott. Allein der Glaube des Volkes Israel war es, der die Mauern von Jericho einstürzen ließ. Nur weil die Prostituierte Rahab Gott vertraute und Israels Kundschafter freundlich aufnahm, wurde sie nicht getötet. Es wären noch viele andere zu nennen. Nur würde die Zeit nicht ausreichen, sollte ich sie alle aufzählen. Gideon und Barak, Simson, Jephthah, David, Samuel und die Propheten. Weil sie Gott vertrauten, konnten sie
konnte er Großes durch sie tun. Sie bezwangen Königreiche, sorgten für Recht und Gerechtigkeit und erlebten, wie sich Gottes Zusagen erfüllten. Vor dem Rachen des Löwen wurden sie bewahrt und selbst das Feuer konnte ihnen nichts anhaben. Sie entgingen dem Schwert ihrer Verfolger. Als sie schwach waren, gab Gott ihnen neue Kraft. Weil sie sich auf Gott verließen, vollbrachten sie wahre Heldentaten und schlugen die feindlichen Heere in die Flucht. Sie alle haben Gott vertraut. Deshalb hat er sie als Vorbilder für uns hingestellt. Das ist unsere Hall of Fame, unsere Hall of Faith, unsere Glaubenshelden, wo wir dürfen zu ihnen anschauen, wenn wir etwas möchten über Glauben, über festes Vertrauen lernen. Durch ihren Glauben hat Gott mega Gewaltiges da. Sie haben das Feuer hat ihnen nichts angehabt, der Leu hat sie nicht verwischen, sie haben Recht und Gerechtigkeit können schaffen und dem Schwert von ihrem Verfolger entkommen und noch viel mehr. Sie dürfen sehen, wie Gottes Zusagen wahr werden für sie. Und wenn ich den Bibeltext vom Hebräer 11 ein zweites Mal durchlesen, es lohnt sich, Bibeltext ab und zu ein zweites Mal durchzulesen, dann kommen mir ein paar Unstimmigkeiten in den Sinn. Und jetzt ist es so, Unstimmigkeiten in der Bibel sind immer extrem spannend. Das lohnt sich immer dort genau herzuschauen, weil ich glaube, die Bibel ist Gottes Wort und wenn noch jemand etwas komisch aussieht, dann dürfen wir auch genauer herschauen und ein paar Fragen stellen. Und das machen wir jetzt zusammen. Und zwar fangen wir an mit der Sarah. Wir lesen nochmal, was genau über Sarah gestanden ist. Vers 11. Und Sarah, Abrahams Frau, die eigentlich unfruchtbar war, glaubte unerschütterlich an Gottes Zusage, dass sie noch ein Kind bekommen würde. Sie wusste, dass Gott alle seine Zusagen hält. 2 Worte stehen raus. Sie glaubt unerschütterlich und sie hat gewusst, dass er seine Zusagen einhält. Sie hat nicht gehofft, dass er vielleicht Zusagen einhält, sondern sie hat gewusst, dass Gott seine Zusagen einhält. So möchte ich auch glauben. Und ich wünsche mir, dass eines Tages jemand das so wird über mich sagen, dass ich so geglaubt habe. Und gleichzeitig dürfen wir jetzt zusammen die Bibel ein bisschen zurückblättern und schauen, wie Sarah dann ihren Glauben gezeigt hat. In 1. Mose 16 sehen wir eine Reaktion von der Sarah auf das Versprechen. Da steht, Abraham und Sarai, das ist Abraham und Sarah, konnten keine Kinder bekommen, da Sarai unfruchtbar war. Eines Tages schlug sie ihrem Mann vor, du weißt, dass der Herr mir Kinder versagt hat. Aber nach dem geltenden Gesetz kannst du mir durch eine Sklavin Kinder schenken. Darum überlasse ich dir meine ägyptische Magd Hagar. Vielleicht werde ich durch sie noch Nachwuchs bekommen. Abraham war einverstanden. 2 Kapitel später hat Gott die Zusage, dass wirklich sie wird nochmal schwanger werden, nochmal wiederholt. Und wir können nochmal Sarah ihre Reaktion lesen. Im 1. Mose 18, 12 und 13. Sie lachte in sich hinein und dachte, jetzt, wo ich alt und verwelkt bin, soll ich noch ein Kind empfangen? Mein Mann ist auch schon viel zu alt. Da sagte der Herr zu Abraham, aber warum hat Sarah gelacht? Warum zweifelt sie daran, dass sie noch ein Kind gebären wird? Und die Sarah, die mit Wort und Tat offensichtlich Zweifel hatte, im Alten Testament, wird im Neuen Testament als unsere Glaubensheldin angestellt, weil sie unerschütterlich geglaubt hat und weil sie gewusst hat, dass Gott seine Zusagen einhält. Und trotzdem, oder vielleicht gleichzeitig, oder vielleicht sogar darum, ist sie in dieser Hall of Faith drin. Die zweite Person, die wir miteinander anschauen, ist nicht eine Person, sondern eine Gruppe von Menschen, das Volk Israel. Wir lesen nochmal schnell im Hebräer 11, was dann genau über das Volk Israel steht. Dort nehmen wir Verse 29 und 30.
Auch das Volk Israel bewies seinen Glauben, als es durch das Rote Meer wie über trockenes Land ging. Das ägyptische Heer versuchte dasselbe und vertrank in den Fluten. Allein der Glaube des Volkes Israel war es, der die Mauern von Jericho einstürzen ließ, nachdem die Israeliten 7 Tage lang um die Stadt gezogen waren. Das steht im Hebräer über das Volk Israel. Die Geschichte von Israel, vom Exodus ein bisschen kennen, die wissen vielleicht schon, was ich jetzt als nächstes bringe. Es gibt verschiedene Verse, die ich hätte für euch raussuchen können. Einfach stellvertretend einen rausgesucht, und zwar gerade kurz bevor als dann Gott wirklich das Meer für sie geteilt hat. Im 2. Mose 14,11 lesen wir, wie das Volk Israel dann genau reagiert. Oder wie sie agiert und wie sie glauben. Zugleich machten sie, das ist eben das Volk Israel, Mose bittere Vorwürfe. Gibt es etwa in Ägypten nicht genug Gräber für uns? Warum führst du uns hierher? Wir sollten wohl hier in der Wüste sterben. Was hast du uns nur angetan? Warum hast du uns aus Ägypten herausgeholt? Und selbst nach dem Auszug aus Ägypten sehen wir das Volk Israel immer wieder zweifeln. Sie haben da irgendein goldiges Kalb zusammengebastelt, um anbeten. Sie haben immer wieder gestürmt, woher kommt denn unser Essen? Und wir haben kein Wasser. Und wir sind immer wieder daran zweifeln, dass Gott sie versorgt, dass Gott sie führt und dass Gott ihre Kämpfe für sie gewinnt. Obwohl sie täglich Gottes Zeichen und Wunder erlebt haben. Und trotzdem, oder gleichzeitig, oder vielleicht darum, sind sie in der Hall of Fame vom Glauben. Der Gideon ist auch in der Hall of Fame vom Glauben, ist nur kurz erwähnt, aber der Gideon ist bei mir in meinem Kopf gerade so abgespeichert als der Kollege, der einfach noch ein paar Zeichen mehr gebraucht hat, um zu wissen, dass er wirklich Gottes Stimme gehört hat. Kurze Rekapitulation, ich weiss nicht, ob ihr die Geschichte von Gideon kennt, ich will jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, für das haben wir keine Zeit, aber er hat Gottes Stimme gehört und ist sich nicht ganz sicher gewesen, ob er das jetzt wirklich auch machen kann oder ob es wirklich echt jetzt Gott war. Dann hat er das als Fähli genommen und rausgelegt und gesagt, Gott, wenn das am Morgen vom Tau das Fähli nass ist und rundum alles trocken ist, dann glaube ich, dass es Gott, dass das du bist. Dann am nächsten Morgen ist es genau so gewesen, wie er es sich gewünscht hat. Er ist sich immer noch nicht ganz sicher. Ich tue es nochmal raus. Vielleicht ist es ja ein mega spezielles Fähli, das irgendwie das Wasser anzieht oder so. Und dann nochmal schnell raus, das mal aber bitte das Fähli trocken und rundum alles nass. Das ist auch wieder passiert. Er hat definitiv seine Zweifel gehabt. Und trotzdem, oder vielleicht gleichzeitig, oder vielleicht darum, ist er in dieser Hall of Fame. Die 4. und letzte Person, die ich mit euch anschauen möchte, ist der David. Der David, der bei uns ja sehr fest als Glaubensheld gespeichert ist, oder auch bei mir als Glaubensheld, gell? David und Goliath. Er hat den Glauben gehabt, dass Gott für ihn wird gewinnen. Und im Psalm 22, wo der David geschrieben hat, lesen wir seine Worte. Da steht in Vers 2: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie verzweifelt, doch du bist so weit weg. Nirgendwo scheint mir Rettung in Sicht zu sein. Mein Gott, Tag und Nacht rufe ich dir zur Hilfe. Aber du antwortest nicht und schenkst mir keine Ruhe. Wisst ihr was? Ich bin mir nicht sicher, ob Glaube und Zweifel tatsächlich auf unterschiedlichen Seiten stehen. Ich glaube, dass der Zweifel den Glauben unterstützen kann. Und ich möchte euch erklären, was ich mit dem meine. Ich habe 2 Bilder für euch mitgebracht. Und zwar das erste Bild ist folgendes. Wir wollen ein Haus bauen und das Haus steht in diesem Bild für den Glauben. Wir möchten ein möglichst grosses und starkes Haus bauen, das unsere Beziehung mit Gott schützen kann. Vor dem Unwetter und vor dem Regen. Und jetzt, immer, wenn wir gerade mal einen Moment nicht so mega gut anschauen, oder wenn wir vielleicht schlafen gehen, dann kommt ein Kollege Essig hinterher mit einer grossen Schaufel.
Und der Kollege mit der grossen Schaufel, den nenne ich jetzt einfach mal Herr Zweifel. Und immer, wenn wir nicht heranschauen, dann grabt der ganz schnell ein Loch und am liebsten gerade so unter unserer Mauer durch, damit sie zusammenkracht. Jetzt haben wir 3 Möglichkeiten, die mir in den Sinn kommen, wie wir mit dem Herr Zweifel umgehen können. Und zwar könnten wir den Herr Zweifel erstens verschimpfen und wegschicken und noch ein bisschen besser aufpassen, dass er ja nicht wieder zurückkommt. Option Nummer 1. Option Nummer 2. Wir können eine eigene Schaufel nehmen und immer wenn der Herr Zweifel anfängt, das Loch zu buddeln, dann kommen wir schnell hinterher und gehen so schnell wie möglich das Loch wieder zugraben, oder? So schnell wie möglich zugraben, in der Hoffnung, dass er es nicht unter der Mauer durchschafft und dass meine Mauer nicht zusammenbricht. Option Nummer 3. Wir können die Türen aufmachen und den Herrn Zweifel reinbitten. Und wir können ihm zeigen, wo wir noch keinen festen Boden gefunden haben. Wo unser Boden vielleicht noch ein bisschen sandig ist. Und wo die Erde vielleicht noch ein bisschen locker ist. Und wir können gemeinsam mit dem Herrn Zweifel zusammen graben und nach dem Fundament, nach dem festen Boden, nach dem sicheren Halt suchen. Und dann auf dem festen Felsen, auf dem festen Fundament unser Glaubenshaus aufbauen. Und es geht vielleicht ein bisschen länger mit Option Nummer 3, zum Haus bauen. Wir kommen vielleicht nicht gleich schnell voran. Und vielleicht sieht es nach außen nicht so mega lässig aus, wenn wir das erste Mal ein riesiges Loch im Boden hineingraben. Oder wenn wir vielleicht einmal ein paar Mauern einstürzen. Aber das, was wir am Schluss bauen haben, ist solid und stabil und hat Stand. Ich habe ein zweites Bild noch für euch. Das zweite Bild ist das Bild von einer Staumauer, die in einem Bach oder in einem Fluss ist. Okay, und jetzt haben wir die grosse, feste Staumauer und die steht für unseren Glauben. Und der Bach oder der Fluss oder das Wasser, das oben runterfliesst, das steht für unsere Unsicherheiten, für unsere Zweifel und für unsere kritischen Fragen, die uns entgegenkommen. Und denen wir mit unserem Glauben standhalten müssen. Jetzt ist es so, wir können die grösste und die stärkste Staumauer von allen Staumauern bauen. Wenn wir einem Fluss, einem Wasser, keine Möglichkeit geben, abzufliessen, dann wird der Druck immer höher und der Wasserspiegel immer höher, bis entweder das Wasser oben drüber schwappt oder die Mauer Riss bekommt und es anfängt durchzusickern oder sie vielleicht sogar zusammenbricht. Ich glaube, es ist nicht gesund, wenn wir uns für unsere Zweifel schämen. Ich glaube, es ist nicht gesund, wenn wir ein schlechtes Gewissen haben für die Fragen, auf die wir keine Antworten haben. Und ich glaube, dass es hilfreich ist, wenn wir die Fragen stellen und wenn wir graben im Wort Gottes, bei Freunden und Bekannten die Fragen stellen und die Fragen und Zweifel zu Gott bringen. Und der David hat das auch geglaubt. Wir haben schon einen Teil vom Psalm 22 miteinander gelesen. Und der Psalm 22, der ist mega cool aufgebaut. Den kann man gerade so in 4 Sektionen unterteilen. Und diese 4 Sektionen, aus diesen 4 Sektionen habe ich 4 Schritte, 4 praktische Schritte für uns herausgesucht, wie wir mit Zweifeln, mit Unsicherheiten und mit kritischen Fragen in unserem Leben umgehen, ohne dass sie unsere Mauern niederreissen. Oder vielleicht nur die nie sicher gestanden sind. Und zwar erster Punkt, lass die Zweifel zu, sprich sie laut aus und bring sie vor Gott. Beim David sehen wir das so. Es ist der gleiche Vers, wie ich schon vorgelesen habe. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie verzweifelt, doch du bist so weit weg. Nirgendwo scheint mir Rettung in Sicht zu sein. Mein Gott, Tag und Nacht rufe ich zu dir um Hilfe, aber du antwortest nicht und schenkst mir keine Ruhe.
Ich glaube, es ist wichtig, dass wir ehrlich und authentisch sind. Mit uns selber, aber auch mit Gott. Und dass wir nicht Sachen unter den Teppich unterschaufeln, nur damit wir nach außen gut, rein oder besser als wir sind zu wirken. Ich glaube, es ist mega wichtig, dass wir ehrlich sind mit den Sachen, die in uns vorgehen und mit den Sachen, die uns plagen und belasten. Der David hat das gemacht. Zweiter Schritt. Sprich Gottes Wahrheit aus. Proklamier Gottes Wahrheit. Egal, was für Fragen und was für Zweifel dich plagen. Irgendetwas in dir inne weiss immer noch, was die Wahrheit ist. Das ist das, was ich vorher gesagt habe. Such nach dem Fundament. Geh das Fundament suchen. Das, was komplett solid ist, selbst wenn ein Erdbeben kommt, immer noch wird stehen. Und sprich das Fundament, proklamier das Fundament laut aus. Der David macht das auch, indem er in Vers 4 sagt: Du bist doch der heilige Gott. Du bist es, dem das Volk Israel seine Loblieder singt. Und dann folgen noch mehrere andere Verse hinterher, wo er erklärt, was Gott alles schon gemacht hat für ihn und für das Volk Israel. Und wo er beschreibt, wer Gott ist. Und das meine ich. Proklamier deine Wahrheit und dein Glauben. Du kannst das machen, indem du zum Beispiel einen Bibelvers auswendig lernst oder indem du vielleicht ein Lied oder zwei auswendig kannst, wo Gottes Wahrheit proklamiert. Du kannst es mit einem Glaubensbekenntnis machen. Es gibt mega viele verschiedene Möglichkeiten. Ich gebe euch ein paar Tipps, wie ich das mache. Der allererste Bibelvers, den ich auswendig gelernt habe, ist Psalm 121. Ich blicke hinauf zu den Bergen. Woher wird mir Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Meine Hilfe suche ich nur bei Gott. Und bei dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der weiss ich, dass der mir zur Seite steht. Das proklamiere ich in Momenten von Zweifel und Angst und Unsicherheiten. Etwas anderes, was ich mache, wenn ich ganz existenzielle Zweifel habe, dann, das hat mir mein Papi einmal erklärt, hat er mir gesagt: Weisst, selbst wenn es Gott nicht gäbe, selbst wenn ich eines Tages sterben würde und müsste herausfinden, wow, irgendwie, aus welchem Grund auch immer, gibt es jetzt den Gott doch nicht. Selbst wenn das passieren würde, dann werde ich immer noch zurückblicken und mein Leben so gelebt haben, wie ich es gelebt habe. Dann werde ich immer noch zurückblicken und wissen und verstehen, dass der Glaube an Jesus und das Halten an seine Gebote, meine nächste Liebe, mich zu einem besseren Menschen gemacht hat und mein Umfeld verbessert hat, weil ich Liebe in die Welt gebracht habe. Wenn man nach dem christlichen Glauben lebt, selbst wenn es nicht wahr wäre, hat es sich trotzdem gelohnt. Ich weiss, es ist mega ein logisches Argument, ich weiß nicht, ob ihr logisch denkt, aber ich bin mega ein logischer Mensch. Und in solchen Situationen, wo plötzlich so existenzielle was, wenn ich mir das alles nur eingebildet habe, dann sage ich mir das. Und dank dem werde ich nie von Jesus weg. Weil ich einfach weiss, es ist das Beste, was ich machen kann mit meinem Leben. Selbst wenn es nicht wahr wäre. Also erstens, lasse Zweifel zu, sprechen laut aus, bringen vor Gott. Zweitens, proklamier Gottes Wahrheiten. Proklamier das, was dein Fundament ist. Drittens, erwarte Gottes Antwort. Wir haben jetzt gerade eine Serie von Gottes Stimme hören und wir dürfen damit rechnen, dass Gott unsere Fragen und unsere Zweifel wird beantworten, dass er wird eingreifen, wenn wir zu ihm kommen mit unseren Fragen. Und im Psalm ist das so wunderschön gelöst. In den Psalmen ist das oft so. Und zwar gibt es einen Moment im Psalm, wo Gott antwortet, aber wir wissen nicht, was er gesagt hat. Und bei einem Psalm nennt man das den Silent Verse, der stille Vers, der Moment, wo Gott geantwortet hat. Und das sehen wir wunderschön im Vers 22. Der David sagt: Reiß mich heraus aus dem Rachen der Löwen und beschütze mich vor den Hörnern dieser wilden Stiere. Da ist er definitiv noch im Zweifel- oder Verzweiflungsmodus. Und dann
nächster Satz. Und tatsächlich, Gott hat mich erhört. Wir wissen nicht, was Gott dem David gesagt hat, aber wir wissen, er hat geredet. Und das finde ich wunderschön, die Intimität zwischen dem David und Gott, wo erhalten bleibt, und wir als Zuschauer, wo gleich noch dürfen hineinschauen und sehen und die Gewissheit bekommen, dass Gott antwortet. Also lass den Zweifel zu, proklamier Gottes Wahrheit, erwarte eine Antwort, und der 4. Punkt ist ganz simpel: Lob Gott. Im Vers 23 schrieb der David: Ich will meinen Brüdern deinen Namen bekannt machen. Vor der ganzen Gemeinde will ich dich loben. Und das ist die beste Antwort, die wir geben können, weil wir Gottes Stimme gehört haben. Weil wir dürfen durch eine Phase von Zweifel und Fragen durchgehen. Dass wir nachher Kind Gott loben und proklamieren, was wir mit ihm zusammen erlebt haben. Und das dürfen wir jetzt auch gerade zusammen machen, Gott loben. Ihr dürft gerne aufstehen, ich tue noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir zu dir kommen mit all unseren Sorgen, mit all unseren Zweifeln, mit all unseren Fragen, mit allem, was uns belastet. Danke, nimmst du uns ernst. Danke, hast du uns dein Wort gegeben, dass wir wissen, was Wahrheit ist und dass wir die Wahrheit auch in Situationen von Unsicherheit proklamieren können. Danke, redest du zu uns. Danke, gehst du auf uns ein. Wir loben und preisen dich, dass du ein Gott bist, der sogar unsere Zweifel, unsere Unsicherheiten und unsere Fragen nutzt, um unseren Glauben stärker zu machen. Amen. Es ist okay, dass du Zweifel hast. Es ist menschlich und Gott braucht die sogar, für uns zu stärken. Hey, lass sie zu, sprich es aus. Proklamier aber auch die Worte von Gott. Und du darfst eine Antwort erwarten. Und lob ihn. Ich glaube fest, dass das dich eben auch gerade näher bringt und die Beziehung zu Gott festigen. Und was mir vorher einfach noch durch den Kopf ist, hey, wir sind hier auf Erde und eben noch nicht im Himmel. Darum, es ist menschlich, aber bleiben wir doch nicht stehen in unseren Zweifeln, sondern packen wir es an und dürfen die Veränderung spüren. Und damit darf ich euch gerade zu der nächsten Info überleiten. Wir sind so gespannt, was Gott mit diesen Leuten, die den Kreuzpunkt ausmachen, also ihr alle, was Gott mit euch macht. Was für bewegende Lebensgeschichten oder schöne Begegnungen im Zug oder an der Kasse dürfen erleben. Hey, erzählt es uns. Tun wir einander mit genau diesen Geschichten ermutigen und bestärken. Ihr dürft uns diese Geschichte erzählen über die Webseite. Am einfachsten, ihr nehmt da hinten so einen Flyer, scannt den QR-Code und dann kommt ihr gerade auf das Formular auf der Webseite, wo ihr die Geschichte erzählen dürft. Keine Angst, ihr müsst nicht am nächsten Sonntag wie der Dani auf der Bühne stehen. Vielleicht tun wir einfach euch ein Zeugnis dann vorlesen. Oder ihr dürft auch auf einen Pastor zugehen und ihm euch ein Erlebnis erzählen. Nächsten Dienstag, am 27. September, dürfen wir um 7:30 das Mitarbeiterfest feiern. Sind alle herzlich eingeladen. 6:30. Habe ich falsch gesagt? Genau, 6:30, es gibt ein Apero, also das heisst, wir müssen keine Nacht essen oder nur ein bisschen. Die angemeldet sind, super. Die nicht angemeldet sind, ihr dürft auch einfach so kommen. Aber um doch denen, die es organisieren, ein bisschen einfacher machen, entscheidet euch doch heute und meldet euch an. Am Freitag, am 7:30, findet das Gemeindegebet statt. Und das ist eine super Gelegenheit, um zusammen zu beten, vor Gott zu kommen.
und dein Anliegen zu teilen. Seine Stimme hören und füreinander einzustehen. Dann, nach einem Weitblick im November, planen wir einen Taufgottesdienst. Hey, ist Taufe bei dir ein Thema? Bist du noch nicht getauft? Wenn die Frage bei dir aufkommt, dann geh doch auf einen Pastor zu. Es wäre mega schön, wenn du dich im Kreis von uns taufen lässt. Wir wären mega gerne Zeugen davon. Und dann gehen wir wieder zurück in Oktober. Am 22. findet nämlich Ladies Lounge statt. Und zwar, wir brunchen. Also an alle Frauen, ihr seid herzlich eingeladen. Sehr gerne anmelden, dass es auch genug hat. Und es wird auch ein kleiner Unkostenbeitrag dann nötig sein. Ist aber nicht viel. Und letztes Jahr, das war wirklich ein mega schöner Morgen unter uns Frauen mit mega gutem Austausch. Wenn das Datum passt, würde mich mega freuen, wenn ich euch sehen und begrüßen darf. So, hey, ich darf euch noch segnen für die nächste Woche. Ihr dürft sehr gerne aufstehen. Und ich möchte euch bestärken mit einem Bibelvers aus dem Josua 1,9. Ja, ich sage es euch nochmal. Bist mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst. Denn ich, der Herr, dein Gott, ich bin bei dir, wohin du auch gehst. Amen. Wir dürfen jetzt zusammen noch ein Schlusslied singen und dann wünsche ich euch ganz einen schönen Sonntag und eine gesegnete Woche.